gegenüber wieder. Kennst du, kannst du, wenn du möchtest, wir zeigen zum Beispiel einen Erdstuhl. Also, das was wir machen, ist jetzt so eine Übung aufeinander einschwören. Stellt euch vor, ihr haltet einen Ball. Genau, das ist wichtig. So. Und jetzt schließ mal die Augen. Stell dir vor, du hältst einen sehr starken Ball. Genauso wie du ihn kaum hast. Stell dir in deiner Lieblingsfarbe vor. Richtig vor. Du musst ihn richtig fühlen in der Hand. Wenn du ihn fühlst, wenn du das Gefühl hast, du hast einen Ball in der Hand, dann sag Bescheid. Ja. Okay. Wie fühlt sich der an? Der ist hart. Das ist so ein Lederball. Okay. Alles klar. Ich habe auch einen Ball in der Hand. Und jetzt öffnen wir mal die Augen. Okay. Und jetzt schieben wir die beiden Bälle ineinander. Okay? Und gucken, was passiert. Wie ist das mit dem Widerstand? Nur gleiche. Mhm. Ja? Kann ich es spüren? Ja. Okay, alles klar. Gut. Das ist gut. Was ist das? Weil wir nochmal von Beeinflussung gesprochen haben. Evokation. Also sprich, wie beeinflusse ich jemanden? Das habe ich gemacht. Ich habe ihn gebeten, kurz die Augen zuzumachen und habe dann gesagt, stell dir einen Ball vor. Ball ist das Einfachste. So, stell ihn dir in deine Lieblingsfarbe vor. Und habe ihn dann gefragt, hast du ihn, diesen Ball? Und er hat ja gesagt. Ja? So, und dann passiert etwas Erstaunliches. Das kann man wirklich. Man kann wirklich gucken und man spürt einen Widerstand in dem Ganzen. Das ist für einen selbst auch überraschend. Ja? Du spürst förmlich, wie dich der andere wegdrücken kann mit diesem Ball. Bei manchen gehen die Hände so auf. Und das ist so ein bisschen, um eure Feinfühligkeit rauszukriegen. Also setzt euch mal so gegen.